Servus und Habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Der beste bayerische Filmpodcast meldet sich zurück mit seinem beliebtesten Format, den Vorlex. Und zwar haben wir die Vorlex zum Monat Juli und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich hab den Corby dabei. Ja, hallo Mike. Na, Hi. ist ja schon so heiß wie mir. Ja, auf alle Fälle. Ich habe eigentlich schon nach irgendeinem Grund gesucht, dass ich nicht aufnehmen muss, aber ich kann euch nicht im Stich lassen. Da erinnert ihr das Bumse, da hat es 38 Grad. Ich rede jetzt ein bisschen was und dann gehe ich einfach. Also oder ich falle zusammen und falle mit der Fotzen aufs Tischeck hier und dann ist sowieso eine Ruhe. Keine Ahnung. Irgendwie so wird's laufen. Hey, aber du, schau mal da drüben in dem Eck, da wo es so dampft. Ich glaube, da sitzt noch einer. Ja, schon. Der Kani, der krumme Gurkenkani, habe ich der. Da was dampft, ja, das hätte ich mich eingeschissen. Ach ja, hallo. So, Männer, hallo. wie geht's euch? Hat's fit? Das schaut summiert aus. Was ist das für eine Frage bei dir, der Temperatur? Hast du nicht immer, dass so Sauna eigentlich was total Positives ist und jetzt die Poren reinigt oder irgendwie so, man nimmt dabei ja nur ab. Ist es so? Ich nehm nicht ab. Ja, ich bin gerade noch fetter, obwohl ich die ganze Zeit schwitze wie ein Schwein. Du hast ja da den passenden Kalender im Hintergrund hängen mit dem netten, dickeren, beleibteren Menschen, der Das ist auch ein nichts so hat. Ding. Der Baggerfahrer Bob ist das, oder? Nein, nicht ganz. Aber ja, das ist ein Geburtstagsgeschenk, das muss man dann natürlich auch aufhängen, weißt du? Also das handsignierte Alien Covenant Poster, Das habe ich weggeschmissen. nicht der Covenant, Romulus hat mir fast besser gefallen. Ja, aber das habe ich weggeschmissen, den Schmarrn. Ah ja. Wo liegt das ungefähr? So, keine Ahnung, in sämtliche Himmelsrichtungen verstreut, weil ich hab's zerrissen auch noch. Oh Gott, wie ein William Wallace quasi. Ja, genau, und dann habe ich so in die Luft geschmissen und gesagt, flieg, du bist frei, Xenomorphen, Sau. Männer, habt ihr irgendwas geschaut oder tut man bei dem wieder nicht Fernsehen schauen? Schaut's denn aus? Wer da rausgeht bei dem Weder, der ist sowieso geisteskrank. Ja, oder wer sportelt bei dem wieder, also Sportler, die wo ich dann wirklich bei diese 37 Grad noch joggen sehe, hey, da bleibt mir das Hirn stehen, da möchte ich wirklich standhalten und fragen, ob alles klar ist, ob er irgendwie über die Straße helfen kann, weil mit dem muss was schief laufen. Mir ist so gegangen, ich bin letzte Woche, da war es ja nicht gar so heiß, aber es hat auch schon angefangen, dass es richtig briert und dann da habe ich Homeoffice gehabt und habe gedacht, hey, das nutzt jetzt mal aus und gehst Mittag zum Laufen. Und hab das irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es ja schon so heiß ist und dann laufe ich und irgendwie so, Alter, ich stirb gleich, was ist denn eigentlich? Und dann kommt so ein Radlfahrer entgegen, so ein alter Mo mit einem Blaumann bis auf wie zu, Schirberhaum auf und ein langes Hemd drunter. Da denk ich mir, Alter, wie geisteskrank kann man eigentlich sein? Und ach, halt's Maul, Kani, du bist beim Laufen in der prallen Sonne, du brauchst uns gar nicht Das beschweren. stimmt. Da haben zwei Verrückte aufeinander getroffen quasi. Der andere ist 180 Jahre alt gewesen und dann wundern, wenn er mit dem Radl vor im Graben drin liegt. Dann liest es wieder eine Zeitung und singen nur in Depp mit dem Radl zusammengehauen hat. Ja, warum man wohl? Ich muss schon sagen, ich glaube, dass das momentan bei vielen echt aufs Hirn schlägt, diese Hitze, weil die Leute benehmen sich in letzter Zeit so seltsam. Sogar Autofahrer sind zusätzlich seltsamer wie sonst oder es liegt alles an mir. Ja, es liegt alles an mir, hahaha, witzig. Wer hätten so einen blöden Witz jetzt gemacht? Keine Ahnung. Du? Sau. Nein, also so ein Krampf. Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir doch mal an. Ich habe natürlich mir was angeschaut, beziehungsweise ich habe was vom Juni auch noch mit dabei, weil beim letzten Mal war ich ja verhindert, aber jetzt bin ich wieder topfit und hier mit dabei und deswegen seid ihr bestimmt gespannt, welche spannenden Dokus der Corby dabei hat. Hast. Da läuft jetzt dann ab 7.8. glaube ich Monster of God oder God of Monsters, ein Doku auf HBO von dem Tiger King-Macher. Die muss hervorragend sein. Also gerade mal ein kleiner Hinweis für die, Corby, das war wahrscheinlich jetzt. Ich habe es im Kassettenschmerz schon gesagt. Um was soll es da gehen? Danke, Mike. Ich glaube um Reptilienhandel oder so, illegalen Reptilienhandel. Aber der Macher, der hat irgendwie nach Tiger King also zwischen Tiger King und dieser jetzt, ich glaube God of Monsters, keine Ahnung, hat er auch noch ein Doku gemacht und haben jetzt irgendwie diese 3 Dokus so fertig gemacht, dass er sich selber ein Teil vom Problem gesehen hat und hat irgendwie gesagt, er hat jetzt erst mal keinen Bock mehr, er braucht jetzt einmal Pause und zieht sich wieder zurück. Also es müssten sehr aufreibende Arbeiten gewesen sein. Krass, okay. Ich habe eigentlich nur ein Doku gesehen und die erwähne ich jetzt nur mal kurz. Ich habe mir diese Doku angeschaut über die Costa Concordia und muss echt sagen, also krass, was da passiert ist. Also ich habe nicht am Schirm gehabt, dass da über 100 Leute gestorben sind, aber Ja, nicht irgendwie mal 3 oder so. wie diese Doku aufgebaut war und was für Leute die da vor die Kamera gezerrt haben, ach, bitte gut. Also
sich selbst bemitleiden und alles auf Gott schieben und dann einen Nervenzusammenbruch kriegen, weil dann die Leute, die die Doku machen, dann sagen, ja, aber sie haben doch selber ihr Kind gerettet, nicht Gott. Oh mein Gott! Ich bin Gott. Warum sagt man das gar nicht? Ja, also kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Wer sich dafür interessiert, der kann es ja so nebenbei mal laufen lassen. Aber ich möchte mit euch über Glenkill, ein Schafskrimi, reden. Jesus. Da bin ich gespannt, was du dafür Der ist ja gefühlt eine halbe Stunde im Kino gelaufen und dann war er auf Prime drin. Und das ist echt irre, wie schnell das gegangen ist. Ich glaube, ich war mit dem Corby irgendeinen Film anschauen und dann habe ich noch ein Poster gesehen. Ja. Und bis du geschaut hast, Ich glaube, die haben die Leute unterm Schauen aus dem Kino ausgestaubt und haben gesagt, den kannst du jetzt auf Prime fertig schauen, weil die Kinolaufzeit ist vorbei. Also so schnell, glaube ich, habe ich noch nie erlebt, dass ein Film auf Streaming-Dienste heraus war. Ich glaube, das wird aber immer öfter so werden, durch das, dass die so Amazon-Produktionen sind. Wird das, glaube ich, jetzt in der nächsten Zeit oder die nächsten Jahre öfters so sein, dass es einen limitierten oder so einen Kinorun gibt, eine bestimmte Zeit. Die Prime-Dinger auf alle Fälle, ja. So wie bei Masters of the Universe, da war es ja auch so, der läuft ja auch schon seit ein paar Tagen bei Amazon Prime. Richtig, also das Ding ist am 8. Mai rausgekommen und am 8. Juli, 2 Monate später, schon auf Prime gelaufen. Das glaube ich nicht. Völlig Mischugge. Und wir haben einen hochkarätigen Cast hier mit dabei. Hugh Jackman, Nicholas Brown, dann Emma Thompson spielt mit. Die Schafe haben unter anderem die Stimmen von Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Patrick Stewart. Ja, also. Und der He-Man spielt mit. Ja, und der He-Man, der darf auch mitspielen. Es geht um den Schäfer Geordie Hardy, der zurückgezogen in Dambrook lebt und auf seine Schafe aufpasst. Und er mag seine Schafe sehr gern, also liest er ihnen jeden Abend Krimis vor. Und als dieser George unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden wird, beschließen die Schafe, den Mord selbst aufzuklären, weil der Dorfpolizist, der dort lebt, der Tim Derry, ein Vollidiot ist. Sagen das die Schafe so? Hä? Sagen das die Schafe so? Oder Naja, wird das nur durch einen Film mitgeteilt? Beides. Also der Film suggeriert, dass er ein Vollidiot ist und die Schafe machen sie eventuell da ein bisschen drüber lustig. Sind die Es ist ein Realfilm, aber die Schafe sind alle animiert und zwar wirklich alle. Das habe ich übrigens in meine Letterboxd-Kritik mit aufgenommen, dass mir das nicht ganz so gefallen hat, weil ein paar stehen einfach auch nur rum. Da hätte man sich vielleicht schon ein bisschen mehr Mühe geben können, aber so what? Er war tatsächlich unterhaltsam. Also ich habe mir eigentlich das Ding angeschaut, weil ich wegen der Hitze nicht schlafen habe können. Also wenn man dann dachte, okay, irgendwas, wo es jetzt auch nicht schlimm wäre, wenn ich einschlafe. Aber ich bin diese ganzen 109 Minuten wach geblieben und war sehr amüsiert. Unter anderem aber auch, weil Anke Engelke und Bastian Pastewka die Schafe sprechen. Also die Hauptschafe, Lilly und Moppel. Oder Mopel. Moppel ist besser. Moppel ist super. Das war mein Spitzname in der 3. Klasse. Ich war die ganze Zeit an, wie heißt das Ding mit dem Daniel Craig, Knives Out erinnert. Und dieses Glenkill, das ist ja ein Roman von der Leonie Swan. Also, wie schon gesagt, es ist so eine leichte Unterhaltung mit einem coolen Cast. Eben diese Vibes so von Knives Out, schnelle Schnitte, aber dafür sehr, sehr witzige Szenen mit drin. Es ist, also Mike, für dich ist es überhaupt nicht blutig. Es ist ehrlich gesagt ein Film, den man wahrscheinlich mit die Kinder anschauen kann. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, dass es eher ein Familienfilm ist. Ich habe da jetzt am Trailer und so habe ich eher an Ding denken müssen, ein bisschen so, ein Schweinchen namens Babe. Da unterhalten sich ja die Viecher auch untereinander und so. Da kann ich nicht mitreden, den habe ich nie gesehen. Oh Gott. Auf jeden Fall ist es zwar noch keine Fortsetzung angekündigt, aber diese Buchvorlage hat bereits eine Fortsetzung. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass das weitergeht, weil wir haben zumindest hier von dem Budget mit 75 Millionen Dollar ein Box-Office erreicht von 132 Millionen. Also kann man immer so darstellen, ob es jetzt ein Flop ist oder nicht, aber er läuft ja jetzt schon auf Streaming und ich glaube, da recht erfolgreich. Von dem her. Ja, da musst du ein bisschen anders rechnen, glaube ich, mittlerweile, wenn das so ein Kino-Limited-Release ist. Und sie können ja dann bestimmt die Filme eben auch, glaube ich, bei den Oscars einreichen und so. Ja. Und dann müssen sie im Kino gelaufen sein, wo ich sogar noch spekulieren hat, ob nicht Masters of the Universe vielleicht für einen Oscar nominiert sein könnte für den besten Soundtrack. Das war so ein Fall, wo ich sage, der kann da eventuell Chancen haben, aber die Oscars haben uns wurscht. Ich würde es
Glaube ich nicht. Also dir vor allem gönnen, weniger dem Film. Ja. Mike, der hat den Oscar gekriegt. Du bist der Beste! And I want to thank Mike Less. Du, wenn der Cast da vorne steht, diesen Oscar bekommt dann, und die rufen die dann auf die Bühne, weil du den Wahrscheinlich. Sockel gemacht hast. Weil er mittlerweile schon das 4. Mal anschaut, den Film. Das wissen die. Ja, auf jeden Fall, der Regisseur war Kylie Balder, ich weiß es nicht, Leute, ich bin ziemlich schlecht immer hier Namen auszusprechen. Nein, du bist der Beste, wo es das so geht. Ja, Florence Puff. Ralf Finier gefällt das. Ja. Und den Der Typ hat hier, so wie ich das richtig lese, seinen allerersten Realfilm gemacht. Der hat nämlich davor hauptsächlich im Minions-Universum seine Filme da rausgehauen. Genau. Und ja, ist ganz gelungen. Kann man sich reinziehen, wenn man mal, wie schon gesagt, nicht schlafen kann. Für Hunde ist es übrigens auch super. Also der Campi war gebannt. Der hat sich gedacht, what the fuck, was sind das für Tiere? Die schauen aus wie ich. Und die können alle sprechen. Völlig irre. Ich mir gern überleiten, weil du gesagt hast Minions. Ich habe einen richtig heißen Scheißtag gewählt, mit meiner Family ins Kino zum gehen und Toy Story 5 zum Schauen. Oh. Weil schöner kannst du ja Zeit nicht verbringen im Sommer wie im Kino bei einer richtig schöner Klimaanlage, die laufen. War so. Vollgas. Mir hat man schon eine, da hat es mich schon leicht so, dieser leichte Schauder, der die dann so überkommt. Wow, voll gut war's. War geil, Leute. Das ist schon ein bisschen Nosen gleich laufen. Ja, leicht so. Ja, voll geil. So gut, leicht krank. Und dann ein bisschen oberen. Also es geht jetzt ein bisschen, also das war leck, ist Toy Story 5. Der ist super, der hat mir gut gefallen, der hat eine tolle Message. Der ist auch vom Regisseur, Namen hier einfügen, keine Ahnung, der Dory, also ja genau, Findet Dory und Findet Nemo gemacht hat. Also der Mann weiß, was er macht. Und ich glaube, dass er den Wall-E, glaube ich, hat er auch noch gemacht. Andrew Staten. Dankeschön, Corby. Jetzt, der heißt bestimmt anders, aber ich glaube das jetzt. Das spricht bestimmt anders aus. Stanton heißt Stanton. Der Stanton. Auf jeden Fall hat der eine wunderbare Message, der Film. Da geht es quasi darum, dass dieses Mädchen, das wir aus den vorherigen Teilen kennengelernt haben, auf einmal Anschlussprobleme kriegt an die Freunde, oder sie hat Probleme, Freunde zu finden, weil alle anderen Kinder schon Tablets haben und mit denen nur daheim sitzen und keiner mehr spielt, keiner nimmt seine Fantasie mehr her und sie ist halt noch eine, die wirklich nur spielen darf, ist aber durch das hier totaler Außenseiter. Bis das Dirndl dann auch eines dieser Tablets kriegt und dann unsere Spielfiguren, die wir schon so alle kennen, und Woody nicht, der ist ja jetzt mit dem Porzellinchen unterwegs, der Buzz Lightyear und die anderen Kumpels und Kumpelinen versuchen halt, diesem Mädchen eine echte, reale Freundin aufzutreiben, weil diese Online-Freundschaften ja, so überschattet werden von ein bisschen so Mobbing und so. Also ist gespannt schon, wenn man das ein bisschen so verzeiht, da steckt schon einiges drin. Und es wird ja in dem Film nicht nur die neuen Medien, mit denen die Kinder konfrontiert werden, verteufelt, sondern es werden ja die Eltern mit ins Boot genommen, wo es halt heißt, ja okay, Eltern, es müssen jetzt auch ein bisschen schauen und die Tablet-Zeit vielleicht mehr einrichten. Eltern auch noch schauen, ja. Ja, zum Beispiel war so eine Option, wo nicht nur Kinder im Kino sitzen und sagen, ab jetzt spiele ich wieder mehr mit meinen He-Man-Figuren als wir mit dem Tablet, sondern dass Eltern vielleicht sagen, ja okay, vielleicht müssen wir mal ein bisschen da die Tablet-Zeit oder die Medienzeit ein bisschen runterschrauben, um die Kreativität und Fantasie von den Kindern trotz allem ein bisschen zum Erhalten. Genau, und so entspinnt sich halt da eine richtig schöne Geschichte, die sehr lustig war, aber der Dramaanteil war diesmal ein bisschen höher als sonst. Also die wollten mit diesem Film wirklich was aussagen. Und das haben sie geschafft. Also es ist wirklich so ein Film, wo jeder ein bisschen ins Überlegen kommt. Meine Kinder, wir sind dann beim Heimfahren im Auto, haben uns dann noch drüber unterhalten, über das Ganze, und man hat schon gespannt, das Arbeit. Da geht was in die Köpfe, und was mich zu meinem Wort Dreck bringt, und zwar dieses Paradebeispiel, das, was da in dem Film gezeigt wird, wo die Probleme liegen, ist nicht bei mir gesessen. Also nicht meine Frau, sondern eine andere fremde Frau, die eigentlich nur in dem Kino drin gesessen ist, um 2 Stunden lang am Handy zum Spielen. Und das Kind, ich nenne es jetzt einfach mal Drecksschratzen, nichts anderes damit zum Tor gehabt hat, außer da rumzulaufen, im Gang sitzen, hat auch noch leuchtende Turnschuhe angehabt. Im Kino, voll geil, Freunde. Das ist voll laser.
Erstens einmal bei dem die Temperaturen circa Mensch tun schon an. Da gibt's Klappball, Freunde, da gibt's Kass fürs. Auf alle Fälle haben wir leuchtende Schuhe, wir haben ein leuchtendes Handy, wir haben ein auftreibendes Balg. Brutal. Also echt, dass ich gesagt habe, warum gehen wir jetzt da überhaupt ins Kino? Das Dirndl sitzt am Gang und singt irgendwelche lustige Lieder von früher und die Mom hängt nur am Handy und hat eigentlich die Kontrolle über das ganze Szenario mit ihrem Kind komplett aus Du der hast Augen nichts verloren. gesagt zu dir. Der Dreiviertel sitzt weitergesessen. Soll ich den Song sein? Aber Ja, eigentlich wie viele die Schein Höhe kümmert dich um das Dreckskind, ich möchte den Film anschauen? Ach, als wenn du das gemacht hättest. Ja, klar, ich hätte das gemacht. Na, weil du schon so fasziniert gewesen wärst von diesen ganzen Animationen. Du wärst ja 2 Nein, von Stunden die lang leuchtenden Turnschuhe. Ja, oh, Digga. Hey, du, wo hast denn du der? Geh mal her jetzt. Stell dir mal vor, sie hätte dann auch noch das Telefonieren angefangen. Mal leck. Ja, das war's noch gewesen. Aber wirklich diese permanente Einrederei dann auf das Kind, aber braucht hat's gar nichts und eigentlich war es ja dann auch schon wieder wurscht. Hauptsache ihr Kisten läuft nebenbei. Also vom Film haben die gar nichts mitgekriegt. Wow. Und danach dann gepostet, dass der der Kinobesuch mittlerweile so teuer ist. Ja, die beschweren sich dann. Also wie gesagt, das war ganz lustig so zum Singen, weil das, was der Film eigentlich so anspricht, ist da neben mir gesessen. Weil dieses Kind ja eigentlich auch, meiner Meinung nach, oder jetzt eine Ferndiagnose, schon wieder so drüber war, von lauter TikTok und hin und her und Content und ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von 10 Sekunden. Das Kind ist halt einfach nach 20 Minuten diesen Film schauend, hat es dem nicht mehr folgen können und war dann so auftreibert und so nervös, dass ich gesagt habe, ja, genau das, was der Film sagt, sitzt neben mir. Toll. Das ist ein 4D-Kino praktisch gewesen, oder? Ja, so ungefähr. Das ist fast wie eine D-Box sitzt. Ich hasse Die sowas. dumm. Das ist jetzt nicht nur aus dieser erzieherischen Sicht scheiße, sondern warum macht man sowas und warum geht man dafür ins Kino? Leute, ihr zahlt ja da sogar Geld. Ja. Das ist ja das. Da geh ins scheiß Freibad. Dass man ein bisschen wollte eine mit 2 Stunden Etikette die mal Ruhe halten kann. Herrgott. Die Gar Mann wollte nicht. mit 2 Stunden die Ruhe haben. Ach so. Im Freibad musst du noch aufpassen, weil wenn du 2 Stunden aufs Kind schaust, dann treibt er vor mir im Pool. Ja. Ja, Okay. tolle Wurst. Scheiße. Ja, eben, da geh ich lieber ins Kino, da passiert nicht so viel. Aber ja, von meiner Seite her gibt's auf alle Fälle für Toy Story eine Empfehlung. Der war schön, schöne Message. Und die Animationen waren toll. Also ich habe in der Boss-Szene, wenn es dann so siehst, quasi so ein Straßenzug oder du siehst, wenn die Kamera so drohnenartig über so eine Stadt geht oder über so einen Straßenzug, dass du teilweise schon überlegen hab müssen, ob das überhaupt nur computeranimiert ist. Es schaut wirklich brutal stark aus, gut bei den Gesichtern und bei die Figuren, da kennt ihr es dann natürlich. Aber wenn wirklich nichts sich Bewegendes im Battle war, höchstens einmal Auto oder so, das hat schon extrem real ausgeschaut. War beeindruckend. Ah, cool. Und einfach mit 2 Stunden nicht spitzen, das war toll. Aber ist jetzt das irgendwann einmal vorbei? Na, es wird Toy Story 6 bestimmt auch geben. Bestimmt, weil vor allem, wenn jetzt das mit diesem Kind ausgestanden ist, dann kommt das nächste. Das sagt ja auch der Film dann auch aus. Also dass halt, Kinder irgendwann erwachsen werden und Spielzeuge weitergeben werden und eigentlich, es gibt einfach eine bestimmte Zeit, wo man mit Sachen spielt und die Zeit ist aber dann auch vorbei und dann kommen wieder andere Sachen und so. Also der Film baut das auch aktiv mit ein und macht das schön. Ja, cool. Und deine Kinder haben dann gesagt, oh Papa, ich will nie ein Tablet. Na, das nicht, aber wir haben ja eins, aber es wird nicht so viel geschaut, es liegt die meiste Zeit umeinander. So vor allem jetzt auch im Sommer, da schaut kein Mensch Tablet bei uns, kein Mensch. Da gibt's vielleicht einmal so so nach dem Essen oder so, dass wir mal noch 1, 2 Folgen von irgendwas anschauen. Der Kleine möchte dann wieder Folge He-Man aus die 80er sehen und der andere möchte eine Folge Pokémon sehen. Dann mischt man das und dann Dann kann der Papa natürlich nicht nachsagen. Aber He-Man wird dann schwach, das ist dann blöd. Ach, bei Das He-Man, ist klar, mittlerweile bist du bei Pokémon auch schwach. Ach, das wird einfach nicht besser. Doch. Richtig angefixt bist mittlerweile. Total, Jetzt mal, wenn man 10 ich kann's erzählst, was nicht von sagen. Pokémon schon. Ja, weil ich halt alles mir aufsaug. Alles, was mit Film und Serienscheiß ist, kann ich mir merken. Auch das, Ja, dann sagen wir alle 151 Pokémon auf von der ersten ja, Generation. das mache ich dann als in der Post-Credit-Scene von der Folge mache ich. Kannst du einen Poké-Rap schon? Hau ab. Poké-Rap Vor allem ist das der Schlimme Beste, ist ja, die ersten 2 Staffeln, glaube ich, haben wir dieses rockige Intro. Ich will der Allerbeste sein. Und jetzt, da fangen sie das Rappen an. Oder Hibbidi Hop auf einmal. Ich hab gesagt, Leute, Kinder, das ist ja jetzt noch viel schlechter wie vorher. Na, Papa, jetzt ist es noch viel besser. Jetzt gibt's Hibbidi Hop. Ja, gut.
Das ist der Poké-Rap, da lernt man Der dann die 150 Pokémon, das ist schon gut. Ich glaube ja, das letzte Mal, wo der Kani und ich dir Karten mitgebracht haben, dass du das nie deine Kinder gegeben hast. Ich sammle eigentlich selber, ich habe selber ein Album. Nein, ich mach das nämlich gewieft, ich gib's den Kindern immer selber, weil ich genau weiß, was der Mike für ein Gauner ist, da, weißt du schon. Bei mir sofort eine ins Internet, in dieses Internet. Weil du, wenn du das nächste Mal kommst und sagst, und hat euch der Papa die Karten von mir gegeben, dann sagst du wieder die 2 Buben auf dem Hinterkopf hauen und sagst, ja, jetzt halt. Ja, das ist wie wenn du deine Frau fragst, wo das Feigerl herkommt. Telefonbuch. Ja, genau. An der Autotür angerannt. Eine Ex-Freundin von mir ist tatsächlich mal an der Autotür von mir angerannt und hat ein Feigerl gehabt. Das war immer ganz witzig, wenn sie gewusst hat, was da passiert ist. Ja, natürlich. Jetzt kommt's auf, es war das Ohne Auto. Scheiß, das ist wirklich unglaublich. Schau ich aus, als könnte ich irgendjemand herwehren. Egal, ob es eine Frau, ein Kind oder sonst irgendwas ist. Ich bin der klassische ins Sacke drehen und der Volllaufer. Und kichern dabei, wie so ein Schulmädchen. Ja, genau. Kani, hast du was Gescheites gesehen? Hast du was angeschaut? Ja? Ja, ich habe auch was Gescheites gesehen. Ich war tatsächlich auch im Kino und habe auf Klimaanlagen aus der Hölle gehofft, aber leider war die anscheinend auf Forzen eingestellt. Das war nämlich bei mir im Kino leider nicht annähernd so kühl, wie ich es erhofft habe. Ich war bei Spider-Man Brand New Day. Und ich habe gar nicht so stark was erwartet. Ich habe mir gedacht, ja okay, Spider-Man mit Tom Holland, die Filme, die waren jetzt alle gut. No Way Home war Bombe. Kannst du eigentlich eh nicht toppen, aber der Brand New Day ist wirklich überragend gut. Der ist fast auf Augenhöhe mit No Way Home jetzt für mich gewesen. Vor allem, weil er auch ein bisschen zurückgeht. Der ist bodenständiger, als man es erwartet. Der erzählt eine unglaublich persönliche Geschichte, wo sie ja Marvel die letzten Filme auch so mit, wie haben's geheißen? Thunderbolts und so weiter auch gemacht hat, dass sie ja stark auf psychische Probleme eingehen. In dem Fall hast du da das Thema Einsamkeit zum Beispiel jetzt drinnen mit dem Peter. Das hat wirklich ein paar sehr emotionale Szenen drinnen, wo du vielleicht sogar mal ein bisschen Pipi in die Augen reinkriegst. Fand ich sehr stark, dass die in die Richtung gingen. Dann natürlich ein Scorpion jetzt mal dabei, das ist auch richtig geil. Der hat unglaublich viel coole Cover nachgestellt von alten Spider-Man Comics, das haben sie auch super gemacht. Und wir haben wieder mal einen eskalierenden Hulk drinnen, das ist auch sehr richtig schön. Geil. Also nichts mit Intelligent Systems, sondern Kasala Hulk. Er ist jetzt auch er wird dann noch größer und brutaler und haut umeinander und dann hast du eine fette Action-Szene mit Spider-Man und Punisher kämpfen gegen Hulk, voll geil, also richtig, richtig gut. Und dann die Rolle von der Sadie Sink, das ist so gut, wie sie das eingefügt haben. Erstens mal ist es geil, dass wir endlich mal wieder eine Überraschung in einem MCU-Film erleben darf, indem man nicht vorher im Trailer schon breitgetreten kriegt, was ist das, was kommt oder sonst irgendwas. Das ist ja wirklich bis zum Release komplett geheim gehalten worden, wen sie spielt. Und mir hat das dann als Kenner, also die Figur kennt wahrscheinlich der Großteil auch, hat mich das dann voll gefreut, als es dann aufdeckt worden ist, wer sie eigentlich ist. Basta wird Faust aufs Auge, wen sie spielt und vor allem auch, wie sie eingeführt worden ist. Voll geil. Also ich bin richtig begeistert gewesen, als ich vor dem Film ausgegangen bin, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass mir der so geil abholt. Das Blöde ist nur, wenn man dann seine Letterboxd anschaut und schaut dann da die Besetzung so durch und liest dann den Namen. Das sollte man halt nicht tun. Ich habe heute in der Früh erst drüber nachgedacht, weil ich das gar nicht am Schirm gehabt habe, dass der jetzt rausgekommen ist. Ja. Weil ich einen Artikel gelesen habe, dass BMW und ja, ich war auch ein BMW, also das hätte man eigentlich auffallen müssen, jetzt da so eine Applikation drin hat, also so eine App, wo du dann Werbung kriegst von Spider-Man, da verändern sich dann die Lichter und ist auch der Sound. Ja, da laufen jetzt ein Kinotrailer in deinem Auto, wenn du das anlässt und das ganze Ambiente-Beleuchtung steigt mit ein und vor, keine Ahnung, 2023 oder so hat, glaube ich, einer von den CEOs noch gesagt, dass das Auto der absolut gesichertste Privatbereich bleibt, in dem du nicht mit Werbung zugeschissen wirst. Ja, du hast den Heiß-Artikel auch gelesen. Und Marvel lachen. Ja, nicht Marvel, aber BMW lacht, weil die das halt jetzt zulassen. Ja, und Marvel lacht, weil die Leute dann alle so krass angefixt sind, dass die fahren dann mit dem Auto gleich ins Kino rein. Aber scheinbar hat das ja auch was gebracht. Also es liegt bestimmt nur am BMW. Klar, das Ding hat jetzt schon über 1 Milliarde eingespielt. Das ist der neue Rekord. Das ist der Film, der am schnellsten aller Zeiten 1 Milliarde eingespielt hat. Der hat sogar den Rekord von Avengers mal gebrochen. Boah, fuck. Von Endgame. Krass. Der bricht einen Rekord nach den anderen. Das ist irre, wie gut dass der gerade läuft. Aber auch, wie gesagt, verdient, weil er wirklich, wirklich gut ist. Also erstens mal die Effekte schauen gut aus.
Es ist wirklich, man merkt, dass einer die Figuren wichtig sind. Er ist guter Zeit, also das ist, ich sage, seit Thunderbolts bin ich so, ist es alles so, es geht in eine richtig schöne Richtung wieder auf, und mit Spider-Man geht dieser Trend absolut steil nach oben. Jetzt bin ich gespannt, was uns dann eben der Doomsday verzeiht. Muss man den Film gesehen haben, dass man Doomsday versteht? Also es heißt da schon halt, was dabei? dass Spider-Man unmittelbar vor Doomsday spielt. Okay. Habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Er spielt, glaube ich, Aber da war ungefähr jetzt 4 Jahre. Post-Credit-Scene Er dabei, hat wo eine du sagst, jetzt geht's Post-Credit-Scene. los. Nein, also er hat eine Post-Credit-Scene, aber ich habe nicht verstanden, was das bedeutet. Und ich habe kurz... ja... Was? Das hat ja nichts mit irgendwie mit einem Comic, also keine Ahnung, ob das irgendwas aus einem Comic aus ist, aber wenn, dann ist es eine kleine Anekdote gewesen. Ich muss jetzt dann auch nochmal nachgoogeln, jetzt läuft er doch schon länger, weil frisch nach dem Kinostart habe ich nachgeschaut und da habe ich auch keine plausible Erklärung dazu gefunden, das war nur Rumgerate von den Leuten. Jetzt muss ich eben demnächst einmal nochmal googeln, ob es mittlerweile eine ordentliche Erklärung gibt, was uns das eigentlich sagen soll. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Post-Credit-Scene, wo es mit den 3 Universen, die in Doomsday kollidieren, zum Tor hat, aber genauer kann ich es auch nicht sagen. Aha, krass. Aber man hat nur eine Post-Credit-Scene wirklich ganz zum Schluss und dann hockst du da und kapierst das nicht. Tolle Wurst. Ja, tolle Wurst. Und schwitzt dann noch, weil das Klimaanlage nicht gescheit aufdreht, die Schwanz. Aber wenn der Film so erfolgreich war, dann haben wir ein Problem, dann wird der Tom Holland bestimmt total abkommen. Junge 30 Jahre, Der hat schon lange abheben dürfen. Ach so, der Dann ja schon lang, weil der hat, ich muss sagen, die ganzen anderen Spider-Mans haben Kohle eingespielt ohne Ende, hat einen Haufen Gastauftritte in MCU jetzt schon gehabt, beim Nolan hat er jetzt schon mitspielen dürfen. Der Typ, wenn ein Höhenflug möchte, dann hätte er den schon seit 5 Jahren haben dürfen. Ja. Apropos Nolan, hat vor euch jetzt die The Odyssey schon jemand gesehen? Nope. Ich wollte unbedingt tatsächlich für die Warlex mir den schon anschauen, aber aufgrund von den Temperaturen habe ich mir gedacht, Nur weil es im Die Kino so Temperaturen sind doch der schießt, Grund, sagt ja, keiner was. jetzt nachdem ihr das beide erklärt habt, habe ich mir gerade gedacht, ja, eigentlich wäre es schlau gewesen, aber okay. Du musst ins Kino erklären. Du musst mir ins Kino auch noch erklären, das gibt's ja nicht. Ja, da kann ich ins Büro fahren, da gibt's auch Klimaanlage. Da macht er einen Filmpodcast. Ja, aber da und läuft der muss ins Odyssey Kino nicht. gehen. Da kannst Ja, du mal echt. lachen, dass da der Spieß wieder runterläuft. Hast du schon gesehen? Nein, ich wollte jetzt von euch hören. Ich komme mit die nächste Zeit jetzt nicht so ins Kino. Der nächste, was ich sehen werde, ist wahrscheinlich der Insidious, der neue. Aber ich darf halt noch gerne den Ice Cream Man sehen, aber. Boah, leck, wie ich weiß geil nicht, ob das ich nicht schaff. reißen im Internet. So hast du also, Ja, komplett. Das Internet hasst. Vollgas, ja. Er ist rassistisch und er macht pädophilen Witze und alles nur, damit er edgy sein kann und bla. Und ich Er ist denk mir quasi so edgy wie ein Scary Movie, der neue gern sein wollte, oder? Ja, keine Ahnung, ob er wirklich so edgy ist, aber so wie er die reißen, ist er ungefähr so wie ein Tom Six sein Onania Club Film, den keiner seit 6 Jahren Den veröffentlicht. darf so keiner wie sehen. Den darf man nicht sehen. Ja, ich bin auch gespannt. Läuft er ab, der Woche läuft er, der Ice Cream Man. Ja. Also ihr habt jetzt schön von Odyssee abgelenkt. Natürlich mit Filmen, die eben mindestens auf der gleichen Stufe stehen wie Odyssee. Drüber. Ach so, sorry. Ja. Was meint mit dem scheiß Nolan in seinem Krampf da? Das ist so ein Stümper im Vergleich zum Eli Roth. Da gehe ich ja mit. Ja, Mike und ich. Okay, alles klar. Das Ja, nächste aber steht auch noch auf Berichte. der Liste der Odyssey bei mir. Ich hätte ihn schon auch gerne noch im Kino sehen. Okay, dann können der Kanin ihr es beim nächsten Mal dann berichten, wie er so Genau. Ja, da wird es aber wieder heiß, wenn wir mir miteinander gängen, dann haben wir wieder ja. nichts davon. Komm, ich was hast du noch geschaut? Oder zockt? Geschert. Oder gelesen? Hast du was gelesen? Kannst du lesen? Ja, also tatsächlich, ich habe jetzt mit den Ja. Comics angefangen von The Walking Dead. Du bist so krass jetzt drin. Wahnsinn. Dann wird's dich freuen. Netflix hat jetzt für 500 Millionen alle Rechte zum Walking Dead Universum gekauft für die nächsten 5 Jahre und werden dann alle Serien und Spin-offs und was weiß ich auf Netflix packen. Also kannst du wahrscheinlich in absehbarer Zukunft dann auch noch sämtliche Spin-off-Serien schauen auf Netflix. Moment. Also, ich fand die ersten Staffeln von The Walking Dead echt langweilig und muss sagen, die Staffeln, die mir jetzt richtig gut gefallen haben, waren genau die, wo die Fans laut Internet sagen, das waren die schlechtesten Staffeln. Und ich kann Ja, welche haben dir denn gefallen? welche mir gefallen haben, Ja. ab dem Moment, wo der Negan auftaucht. Ja, da ist Also ungefähr eine Staffel- Folge gut gewesen. Staffel, also 7 und 8,
die gefallen mir richtig gut. Also vor allem Das ist die bescheuert, das sind die beschissensten der Ja, Liga. schau, Das sind so ist- stinklangweilige, hau der Scheiße. überhaupt nicht. Wie kann Also man die- so du die bist doch mit Staffel Absicht jetzt wieder anders. Die Staffel alle hassen das, ist also ein magst du, weil ich bin der einziger Korki. Krieg. Die ganze Ja, aber das Staffel sind ist ein die einziger Krieg. A-Team-Folgen. Da schießen sie und es fällt keiner um. Ja, was soll Ich war das? begeistert. Ich hab mir gedacht, ja, endlich passiert mal was. Okay. Passiert mir was, die passiert passiert mir jetzt was. auch gleich was mit dem Scheiß. Wenn du Dann nicht aufhörst, dass du ist mit er- Absicht Kann dagegen ich, bist, ich flipp aus. kann ich, beruhig dich. Lass mich Ja, am wenn mich das reden. aufregt, das macht er mit Absicht. Dann sind wir, ja, also ich bin aktuell in Staffel Doch nicht. 10 ganz am Anfang noch. Also das heißt, wir haben jetzt Staffel 9 durch, wo ja dann die Whisperer das erste Mal auftauchen. Fand ich auch cool, aber ich hätte lieber das mit dem Negan länger gezogen. Unbedingt. Nur 4 Staffeln langweiligen Dreck. Ich dann bei ein paar Entscheidungen nicht ganz nachvollziehen habe können, warum da die eine oder andere Person stirbt, habe ich recherchiert und herausgefunden, dass das im Comic nicht so ist. Und deswegen lese ich jetzt den Comic, weil das, was ich da schon gelesen habe, ist für mich viel schlüssiger, wie das, was in der Serie passiert. Irgendjemand, der Mike hat mich gewarnt und ich muss dem Mike recht geben. Ach ja, stimmt, hier, liebe Grüße an Amadeus. Der hat nämlich behauptet, hey, vor der Staffel 9 unbedingt Fear the Walking Dead schauen. Also, weil du musst mindestens Staffel 1 bis 4 gesehen haben, weil sonst verstehst du das gar nicht, was da passiert. Oder hat er auch voll gefallen oder Fear the Walking Dead ist besser als Original, gell? Mittlerweile, nachdem ich nach 1,5 Staffeln Fear the Walking Dead abgebrochen habe, weil es mich angeödet hat ohne Ende, habe ich nochmal mit einem geredet und habe mal festgestellt, er kennt die Staffel 9 gar nicht. Er hat also gar nicht weitergeschaut. Ah, ja, ist ein sehr, sehr netter Mensch. Ja, schon. Ja, gut, da muss man auch dazu sagen, ihr habt mich die ganze Zeit auf falsche Fährte geführt. Also ihr habt mir schon sehr früh gespoilert, wer wann stirbt und die sterben gar nicht. Also entweder er kann sich wirklich absolut keine Charakteren zu Namen merken oder er hat mich halt da echt positiv verarscht, weil ich hasse es, wenn ich gespoilert werde. Die dürfen wieder mit Trailer spoilern. Oh, Gott, Ja. da steht, läuft der Trailer für Evil Dead Burn. Ja, jetzt hörst du auf! Warum ein verstehst du Spoiler? denn das nicht? Weißt du, nicht zu verstehen? Das verstehe ich nicht. Das war dieser One-Cut und ich war total gehypt und hab mir gedacht, boah, fuck, was ist das für ein Film? Und du hast gesagt, das ist ihr Trailer zu Evil Dead. Voll schlimm. Ja, das ist echt das jetzt. Schlimmste, was ich gehört habe. Ja. Gut. Auf jeden Fall, genau, wie schon gesagt, freue ich mich gerade drauf. Ich habe jetzt schon die ersten Kapitel gelesen und finde die Geschwindigkeit da sehr gut, Wie du liest, oder? wie ich lese. Ja. Na, was halt da passiert, weil ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass sie das ähnlich zieht wie halt in der Serie. Liest du digital oder hast du da die Digital. coolen da gibt's nämlich so schöne Hardcover-Comics, aber es sind auch ungefähr 100. Wo? Digital. Corby, dann kehrt's Wo da nicht. zum Teufel? Dann Wo zum kehrt's da Du nimm mal Teufel? deine schwarzen Schweinswürfchen aus dem Regal aus, dann kannst du das einstellen. da sind Sachen drin. Die sind Ja, aber nur wenn ich da. Sachen da drin und hab, die ich nicht sehen kann, dann brauche ich es offensichtlich nicht. Dann kann man es ab in den Restmüll und dann Die kannst du sind das nur einstellen, da, dass weil man ich das Sachenschluss so gestapelt habe, dass das nicht mehr schön ausschaut. ja, das schaut auch nicht schön aus. Ich mache ein Foto und stelle es online. Korbis kreisliches Zimmer. Leck Aber mich am Corby, Arsch. du weißt, digital gekauft, das gehört dir nicht. Das ist bei Filmen so. Ja. Ja. Ja, eigentlich nicht nur bei Filmen so. Bis jetzt dann in 14 Tagen die Pressemitteilung kommt bei Comic T-Shirt jetzt auch so. Ja. Und dann kommt die Pressemitteilung, es ist jetzt einfach beim Korbi so egal, was er kauft, auch wenn er es physisch hat. Hast du schon mal ein E-Book gelesen? Lang ist her. Da gibt's verschiedene Formate und die kannst du runterladen. Also es gehört dir dann. Es ist halt digital. Es ist so, wie wenn du dir ein Spiel kaufst. Das habe ich auf Disc. Ja. Naja. Kannst du ja Ja. immer nur brennen, wenn es ist. Wollt man mit die Spiele. Eine Frage, hat einer von euch das Spin-off The Ones Who Live gesehen? Nein, ich hab von den Spin-Offs dann gar nichts mehr gesehen, weil die bei uns ja wie Dragon Balls in sämtliche Hemisphären verteilt worden sind und keiner weiß, wo eigentlich was läuft. Ich glaube, dass teilweise manche Staffeln sogar unter manche Streaming-Anbieter aufteilt worden sind. Ich glaube, im Zweifel auf RTL Plus, oder? Oder Magenta. Ja, und Magenta hat auch was, also völlig bescheuert. Also ich habe jetzt Walking Dead auf Netflix geschaut, aber ja, da gibt's dann aktuell nicht so viel. Ich habe das auch gelesen, dass die da jetzt ordentlich eingekauft haben. Aber die möchte ich mir schon noch anschauen, weil da geht's ja um den lieben Rick und das interessiert mich schon. Bin ich gespannt. Ja, interessieren Was wird mich erzählst? prinzipiell, also dass man halt alles gesehen hat, was du selber, wie der Mike sagt, wo jedem Dreck brauchst, ein Muster. Hast du da alles gesehen?
Nein, weil es eben überall so verteilt waren, diese Spin-off-Serien, weil du hast ja die mit dem Daryl, die mit dem Negan, die mit dem Rick, und ich kann dir nicht mehr sagen, wo es aktuell bei uns läuft, darum war mir das dann irgendwann zu dumm und dann habe ich es einfach bleiben lassen. Aber hast du dann Fear of the Walking Dead komplett angeschaut? Angeschaut ist ein sehr starkes Wort für das, weil es ist nämlich einfach nur noch, ich habe das dann, wenn ich gesaugt habe und gewischt und Wäsch gemacht und Papiere und so weiter, dann ist das einfach nebenbei gelaufen. Wenn ich geschlafen habe, sind vielleicht mit 3 Folgen gelaufen, keine Ahnung. Also ich kann da wahrscheinlich so gut wie nichts mehr davon sagen. Ich weiß gerade, dass man der Hauptcharakter da, der Schwarze, dann, gut, der ist da jetzt noch nicht so präsent am Anfang. Der mit seinem Stecker, oder? Ja, erstens mal er noch, das Sautet mit seinem scheiß Stecker, der von Walking Dead ja umgewandert, und dann ist da ist noch so ein Schwarzer, ich weiß jetzt seinen Namen auch nicht, aber den kennt man von ein paar Sachen, der hat dann auch, dann ist er, spielt er auf einmal ist er General und dann ist er wieder Duckenmausert und dann ist er wieder voll drüber, das ist alles, ich bin da gesessen und die ganze Zeit gedacht, was soll denn das alles, was ist denn das für eine Kacke, für eine gequillte? Ach, komm ja auf. Ja, irgendwie die erste Staffel, da habe ich nur Hoffnung gehabt, weil die ist ja sehr kurzweilig. Aber echt dann das auf dem Schiff und Stimmt, da war es mit dem Schiff. Ja. Und Langes Atombomben kommen da noch vor. Also geht nur richtig ab. oh, cool. Wow. Ja, also das lese ich aktuell. Ja, du noch grad. Gut. Lies ihm noch grad. Ich kann jetzt über 2 Sachen sprechen. Und zwar habe ich von Indeed ein Backerl gekriegt, wie ihr online bestimmt gesehen habt. Da waren ganz viele. Ja, ideal, deswegen passt das. Eine Hand wäscht die andere. Ich hab's Ja, gesehen. genau. Und zwar habe ich mir angeschaut, und zwar Tragedy Girls, auf den habe ich mich schon recht gefreut, weil da online schon ein paar so Reels gesehen habe, wo einem beim Handel drücken der Kopf spatzt wird, so wie Toxic Avenger-Style, und das hat mir schon mal sehr gefallen. Und dann lege ich den Film ein und ich war sehr überrascht. Ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil es eigentlich grober Unfug ist, der extrem unterhalten kann. Wir haben da 2 junge Damen, die auf der Highschool sind, und die 2 wollen Serienkiller werden. Okay. Beziehungsweise es gibt schon Morde bei einer im Guy. Und da fangen sie dann diesen echten Serienkiller, das passiert in den ersten 5 Minuten vom Film, sie fangen den echten Serienkiller ein, das ist so ein Jason-Typ, der aber noch schmerzen kann und so, also quasi ein untoter Grunzer oder so, den sperren sie dann ein. Und sie wollen dann quasi unter dem seinem Deckmantel morden und wollen aber dann gleichzeitig so einen Blog oder so online, wollen sie halt voll durch die Decke gehen mit dem Hashtag Tragedy Girls. Und sie berichten dann darüber und so Geschichten. Und sie bereiten dann halt bestimmte Morde vor, die es dann auch durchziehen. Und wie die das machen, ist super toll. Es ist sehr viel schwarzer Humor dabei. Bestimmte Sachen, die schauen dann aus, wenn sie jemanden umbringen, weil oftmals läuft es dann total aus dem Ruder und dann schaut es aus wie Unfälle. Und dann ist es wieder scheiße, weil sie sagen, jetzt haben sie so viel Mühe gegeben mit diesem Mord, jetzt schaut es aber aus wie ein Unfall. Und dann werden halt die Opfer dann noch komplett zerhackt mit der Säge oder irgendwas, das ja dann ausschaut, wie wenn die schon etwa von Hand umgebracht mit hat. einer Säge. Ja, zersägt mit der Säge und zerhackt mit der Axt. So, richtig. Glaube ich sehr gut. Nicht, dass wieder negative Kommentare hagelt. Das war Wegen sowas. ja, voll, voll wir können Rage gewesen von Mike. Und du machst in einer Tour kriegen wir dann Kommentare. Ja. Auf alle Fälle hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Hat mich sehr unterhalten. Die 2 Hauptdarstellerinnen sind super. Die eine ist die weil bei Deadpool so ein großes Maul hat, die Supersonic, was weiß ich, wie die heißt. Ja. Hildebrand. Supersonic Teenage Warhead oder so. War Die ist- Blasting Mutant Head. Ja, Irgendwie und wir haben auch noch ein Ding dabei, einen Josh Hutcherson, den ich hasse. Und der wird dann, gut, das ist jetzt zwar Spoiler, aber man weiß eigentlich gleich am Anfang schon, dass der wer ist sterben denn das? wird. Der von Tribute von Panem oder Five Nights at Freddy's. Ach ja, Ja, jetzt der ist ist er. hassenswert. Dieser depperte Unsympath. Dann haben wir noch dabei einen Jack Quaid, den wir aus Scream 5 kennen. Also ein illustrer Cast. Und es war wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, der leider gegen Ende ein bisschen abflacht. Da haben wir so diesen Alles-Lost-Moment, wo sie unsere 2 Serienkiller-Damen ein bisschen so in die Haare kriegen. Aber dann dieses Finale war wieder Wahnsinn. Ganz stark, sehr konsequent. Der Film ist stylisch, der ist lustig, der ist teilweise extrem blutig.
Und diese, weiß ich nicht, Stunde 45 oder was der dauert hat, der ist wirklich brutal schnell vergangen. Ich hab mich auf dieses Ding gefreut und mir hat's dann noch viel mehr gefreut, dass diese Vorfreude dann auch noch bestätigt worden ist. Dieses Mediabook von Indeed ist übrigens auch ein totaler Hingucker, weil der ganz viel so Spotlight-Elemente hat. Wenn man das quasi gegen das Licht hält, dann sieht man Blutspritze auf der einen Seite, dann auch diesen Schriftzug vom Film selber und dann haben noch so die Sätze aus dem Film, wie da jetzt zum Beispiel "That's some serious Final Destination shit", weil eben in dem Film Sachen passieren, die ausschauen wie Unfälle und das sieht man quasi nicht, wenn man das Mediabook von vorn so anschaut, aber wenn es gegen das Licht hältst, dann sieht man das erst und das finde ich super. Oder dann auf dem bei hinten drauf steht, dann folgt uns unter Hashtag Tragedy Girls. Also lauter so Dialoge oder Zitate aus dem Film haben da mit Spotlight auf dem Mediabook aufgebracht und das sieht man dann erst, wenn man es gegen das Licht hält. Ich finde das super cool. Von meiner Seite gibt's Empfehlung. Ich habe da wirklich Spaß gehabt und ich hoffe, dass den ganz viele Leute anschauen, weil der wirklich Spaß macht. Wenn ihr euch wirklich mal eine gute Zeit haben wollt, dann schaut euch den an. Und gleichzeitig, wenn ihr eine richtig schlechte Zeit haben wollt, dann schaut... Ja, aus der Frage, bitte. Wann ist der rausgekommen, der Film? Weiß ich nicht, 3 Wochen oder so. Ach so, aber der ist Mai 2026 rausgekommen. Ja, also muss ich direkt einmal schauen, ob der Baujahr... Ja, weiß ich jetzt nicht, Corby. Der ist jetzt eben bei uns jetzt rausgekommen, aber was für Baujahr der ist, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich jetzt direkt bei der Letterboxd noch rein nachschauen. Vom Cast her klingt es ja schon so, als wenn der eher neu war, oder? Ich muss ja auch dazu sagen, dass Indeed ja ganz oft Sachen aufgreift, die ewig lang bei uns keinen Verleih finden. Jetzt ist ja auch dieser Tigers Are Not Afraid rausgekommen. Wie lange warten wir auf das Ding? Wann ist der im Hotline gelaufen? 5 Jahre. Ewig alt. Jetzt haben wir es schon hergekommen, das von 2017. Der ist schon 2017 und kommt jetzt erst raus. Das habe ich mir jetzt gar nicht angesehen, dass der schon so alt ist. Aber wie gesagt, wieder da Lob an Indeed, die haben da ein Gespür für sowas. Und eben auch, dass jetzt auch dieser Tigers Are Not Afraid kommt, das ist cool. Die Filme, die müssen gesehen werden. Und Indeed bringt die halt auch. Und das finde ich cool. Und die Veröffentlichungen sind halt immer schön. Die Dialoge, wie sagt man das? Die Synchronisation fand ich auch gut. Also, dieser Rundum-Sorglos-Paket, ein richtig schönes Mediabook. Ich hab Cover C, das auch noch ziemlich blutig ist, da wo man dann quasi diesen Handel-Kill sagt. Hat mir gefallen. War wirklich ein schönes Ding. Ja, da könnten sie sich mal drum kümmern, da müssen wir dem Chef mal schreiben, er soll Party Dude Bro Massacre oder Dude Bro Party Massacre 3 organisieren. Das war etwas, ja. Ja, ich glaube, der ist jetzt sogar bei Amazon Prime drin, wenn mich nicht alles täuscht. Wer den einmal sehen mag, wir erwähnen wir den Film ja öfter im Podcast, baut euch den einmal ein, der ist stark. Dude Bro Party Massacre 3. Starkes Ding. Wild. Und zu meiner Überleitung, die ist leider jetzt versaut, aber wenn ihr eine gute Zeit haben wollt, dann holt euch Tragedy Girls. Und wenn ihr eine schlechte Zeit haben wollt, dann holt euch Sayara, der jetzt auch endlich rausgekommen ist. Und ich habe mir dann nochmal angeschaut und er ist wirklich so ein unglaublich bitterer Film. Wirklich ein extremes Teil, so ein Rape and Revenge Rachefilm, in dem sie die titelgebende Sayara an die Peiniger oder die Mörder ihrer Schwester rächt. Aber wir. Also, wer uns verfolgt, schon eine Zeit, wir haben ja in unserem Hotline oder in unseren Recaps schon öfter über den Film geredet. Ein absolutes Brett, wo es Gewalt und diese Action, die Choreografie der Kämpfe angeht, das ist wirklich Wahnsinn, was da der Gian Efrenol mit dem Film abgeliefert hat und wo es jetzt halt Indeed rausgeholt hat aus diesem Film, ist auch Wahnsinn. Also ich habe ein ganz tolles Mediabook, auch schön die Schriftzug, der ist schön geprägt. Und was noch besser ist der Inhalt auf der Disc. Und zwar haben wir mit drauf, Freunde. Also das Oberwolleck ist, unser wunderbarer Kani hat ja im Hardline einen Gian Efrenol interviewt. Und dieses Interview haben sie die Leute von Indeed geschnappt und auf die Disc gepresst. Also wer uns da ein wenig, weiß ich nicht, supporten kann man nicht sagen, aber wer uns einmal singen mag, oder, singen tut man uns auch nicht. Scheißegal, wer uns wer mal was singen mag, was wir so auf Fürs gestellt haben schon, der soll jetzt auf alle Fälle mal ins Bonusmaterial schauen. Wir haben ja schon einige Leute geschrieben, über Instagram und so, jetzt die gesagt haben, hey, es hat's da im Bonusmaterial von Sayara und so. Da haben wir mega stolz drauf. Der Conny hat das auch super gemacht und der Kobi hat das super geschnitten. Also, ihr habt das echt toll gemacht und wir freuen uns riesig, dass wir da im Bonusmaterial dabei sein dürfen. Bei so einem tollen Film. Ja,
Voll geil, ja. Da kann man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Vor allem, ich bin sehr positiv überrascht, wie viel Leute sie jetzt anscheinend den Film mal geholt haben. Ja. Weil mir schreiben da Leute, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass die jetzt gleich zum Release da schon das Ding haben. Aber ja, voll geil. Hab meinen Augen nicht trauen können, voll cool. Sei euch echt gegönnt, so nach dem Motto. Ich gönn's uns jetzt voll eingesetzt. Also da muss man ja dazu sagen, wir sind angefragt worden, ob das okay ist, das Bonusmaterial damit zu verwenden. Und natürlich, also für jeden, der hier in einem Verleih arbeitet und der traut uns zu fragen, ja, wir meinen dich, Disney, macht's das halt einfach einmal. Ja, fragt so. Ja. Es waren jetzt 18.000 Euro, die wir dafür gekriegt haben und das ist ja völlig im Rahmen. Das passt schon. Das ist ein Schnäppchen. Also, der Daniel hat uns nämlich geschrieben, er hat sich noch nie so über ein Extra auf einer Blu-ray gefreut wie über das Interview. Oh, Sehr schön. Daniel. Da könnt ihr aber dann gleich noch bei Ding noch schauen, bei Pandastorm, und zwar It Feeds, da haben wir auch ganz stark vertreten mit einem Interview mit dem Chat Archibald. Das auch der Kani wieder gemacht hat oder der Kobi wieder geschnitten hat. Mein Mann ist halt so toll. Das macht das so gut. Virtuelle Flosse, Corby. Batz. Also von meiner Seite her, Sayara, hartes Ding. Also wer auf so Actionfilme steht, es gibt massig Action, aber es ist halt nicht dieser Party-Action-Film, wo man dann das abfeiert, dass jemand umgebracht wird, so à la John Wick oder so. Also die Typen haben es schon auch alle verdient, die da draufgehen, aber so krass wird die in dem Film draufgehen. Alter Schwede. Ja. Also mir verspricht man euch nicht zu viel, Freunde. Schaut euch das Ding an. Und wer seine Actionfilme gern blutig hat, auf geht's. Und er ist halt auch geil gemacht, weil ich finde das halt auch also cool, weil wir haben ja uns mit dem Gianna vorhin unterhalten und er ist ja selber Kampfsportler. Ja. Und es ist ja die Frage, ist mir dann so, und wie soll sie denn so eine kleine zierliche Frau gegen so einen Mann wehren? Und sie haben halt da echt voll Wert drauf gelegt, dass das durch dieses Grappling und so weiter so realistisch wie möglich umgesetzt worden ist und das schaut halt auch wirklich dementsprechend wild aus. Ja. Voll gut. Ja, schön ist das nicht. Ja, Wer eigentlich da noch mehr dazu hören möchte, kann natürlich sich unsere komplette Recap-Folge von 2025 vom Hardline anhören. Ja, so schaut's aus. Conny, wie schaut's aus? Das dürft's machen, ja. Ich habe auch so einen Blödsinn gesehen, der aber trotzdem irgendwie voll unterhaltsam war. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich sage jetzt die gleiche Scheiße, wie ich in diesen Pooniverse-Zeig jetzt die letzten Male gesehen habe. Hab mir nämlich Popeye the Slayer Man eingebaut. Okay, da bin ich jetzt echt Und gespannt. der war jetzt bei den Prime Deals dabei, und ich dachte, bei mehr als €1 bist du sicher nicht wert, aber ich sag's euch, ich hätte 3 gezahlt dafür. Die hätte ich mir ausgelassen. Weil ich nämlich jetzt auch gerade gesehen habe, dass der Dude Bro Party Massacre 3 ist für 2,99 zu leihen. Leute, unbedingt, die 3 Euro sind's wert. Und jetzt ein Popeye the Slayer Man. Er ist natürlich völliger Scheißdreck, da brauchen wir überhaupt nicht schmatzen, das ist ganz klare Sache. Wie war damit zu rechnen? Ja, für alle, die jetzt was anderes erwartet haben, es tut mir leid, dass ich da jetzt die Augen öffnen muss, aber es ist tatsächlich riesiger Mist. Aber der macht trotzdem durchgehend irgendwie Spaß. Ich hab den dann so eine da, weil ich mir gedacht habe, brauche ich einen kurzen Film gerade noch zum Schlafen. Jetzt lass den halt nebenbei laufen, weil für mehr da ist er eh nicht und ich bin die kompletten 85 Minuten dabei gewesen. Der weiß wenigstens, wie lange das er dauern darf. Das ist passt. Ja, 85 genau. Minuten für so ein Ding. Super. Er weiß ganz genau, wo er hin muss. Er kommt zwar ernst und düster rüber, er nimmt sie aber nicht ernst. Die haben da eigentlich so einen coolen Spagat geschafft, das fand ich cool. Er hat überwiegend nur handgemachte Effekte drinnen, das hat mich auch sehr verwundert. Also wir haben zwar auch CGI mal dabei und so, aber das bleibt alles im Rahmen. Überwiegend waren es schöne handgemachte Effekte und die haben mich dann auch immer an so coole alte Oldschool-Dinge erinnert, wenn halt dann einer auf dem Boden liegt und Eingeweide über ihm drüber gelegt sind und so. Das mag ich, wenn es einfach nur so ein wenig so einen leichten Amateur-Touch mit drinnen hat. Das finde ich einfach geil. Ja. Und deswegen, ich finde das Kostüm von Popeye, er schaut ja da super aus, wenn er dann Spinat über sein Spinat auf, der halt irgendwie kontaminiert ist und durch das wird er halt wahnsinnig, aber gleichzeitig auch voll stark und völliger, also wie gesagt, der ganze Ding völliger Schwachsinn, total bescheuert, aber hat mich mit den 85 Minuten das echt so bei Laune halten können, dass ich richtig Spaß gehabt habe danach. Cool. Ja, geil. Hätte jetzt gar nicht erwartet schon, ja. Schön. So erwarte ich auch den Pinocchio Unstrung. Ich glaube, das kann auch so eine Partygranate werden. Hoffe ich drauf, ja.
Ja, cool. Ja, dann muss ich mir den Slayer Man doch noch mehr einbauen. Schon, ja, dem gebe ich auf alle Ja, Fälle da, mal eine Chance. da machst du nichts falsch. Tu da eine. Ja, geht der in die Richtung Winnie Pooh, Blood and Honey 2? Weil der war ja mal um einiges besser wie der erste Teil. Ja, da hätte ich schon in die Richtung tippen. Stimmt. Also, er ist nicht die absolute billige Scheißding, so, weil der erste Winnie Pooh und auch der Bambi the Reckoning und so, die sind ja gefühlt so hingeschissen gewesen. Ja. Und bei dem sagst du schon, hey, die wollten schon ein bisschen was draus machen. Haben zwar jetzt auch nicht die Möglichkeiten gehabt, aber ich finde, sie haben das Beste draus gemacht, sodass du vor allem mit ein paar Bier und ein paar Kumpels eine gute Zeit hast. Das ist voll Liebe. Ja, mehr braucht es oft nicht sein. Ja. Viel Liebe drin. Ja, sehr viel Liebe. Und sehr viel Spinat. Kontaminierter Spinat. Da wirst du narrisch. Was auch kontaminiert war anscheinend, habt ihr das gelesen, das ist auch ein geiles Ballett gewesen, weil vorher bei Spider-Man war das in Amerika, hat einer so in Spider-Man-Saal eingeschissen, dass sie den Saal evakuieren haben müssen. Was sind das für News? Wo liest du so einen Scheiß? Das wird Das habe ich das aber wird, auch gelesen, hat aber geheißen, der Hulk hat einen Schweißel, dass alle Leute aussehen sind. ja, anscheinend Aber war es also es war wahrscheinlich eines Hulks würdig, dieser Show, okay. aber das ist eigentlich schon etwas, dass wenn du es schaffst, dass so purzt, dass die Leute gängend und speimen und so weiter, das ist eigentlich schon geil, oder? Gibt's nicht gerade in Amerika so eine krasse Darmkrankheit, dass die Leute dran sterben? Ja, 10.000 Leute sind irgendwie mit so einem extremen Durchfall infiziert, habe ich auch gelesen. Aber da hat es geheißen, halfway, das war von IGN sogar, diese News, halfway through a screening of Marvel's Spider-Man Brand New Day, one moviegoer reportedly released a rotten smell that was so foul it prompted security to evacuate the audience. Wow, Das ist sogar ist nicht schlecht. so eine Scheiße, dass Security kommt und muss uns alle evakuieren. Wow. Toll. Ich bin ein wenig neidisch, das hätte ich auch gern geschafft. So, jetzt ein Korbi. Also ich habe zwar eigentlich nur 2 Filme mitgenommen, aber ganz im Ernst, es ist jetzt schon Minute 52 und die sind es beide nicht wert. Deswegen... Dann warn halt schnell. Was Okay, Warnung, es wird jetzt hier jeden wundern, Kanu des Manitou ist beschissen. Oh, welche Überraschung. Nee, du hast gedacht. Voll krass, oder? Es bleibt nicht mehr zu sagen wie, leid, ihr wart 20 Jahre einfach zu spät dran. Mir freut's für alle, die wirklich Spaß bei dem Ding gehabt haben und der hat ja wieder Millionen eingespielt, aber naja. Und der andere Film, Mike, bitte einfach keinen dummen Kommentar, ja? Ja, ist mitsammen. Okay. Ich habe mir Nichts als die Wahrheit angeschaut von 1999. Ich lese mal ganz kurz die Beschreibung vor. Und zwar, der KZ-Arzt Josef Mengele hat bis in die 90er überlebt und kehrt als 87-Jähriger freiwillig aus Argentinien zurück, um sich vor Gericht zu verantworten. Der junge Anwalt Peter Rom, selbst Mengele-Experte, soll ihn verteidigen und gerät in einen Gewissenskonflikt, der seine Ehe und sein Leben gefährdet. Okay, cool. Jetzt das was dazu sagen. Ja, cool, aber da das einer von deinen Filmen ist, die es schnell abhandeln wolltest, ich glaube, dann war er nicht so gut, oder? Oder schon? Naja, ich habe mir jetzt halt gedacht, immer bei solchen Thematiken ist es natürlich schwierig, diesen Podcast mitzunehmen, weil da kann man ja meistens jetzt so drauf eingehen, weil, um dich zu zitieren, immer diese scheiß Vergangenheitsbewältigung. Für was braucht man denn den Dreck? Gib ich da prinzipiell Was heißt Dreck? Zum Wie gesagt, Teil das ist ja das, was recht. mich persönlich heute irgendwo nach dem 10., 15. Film irgendwann nicht mehr abholt. Ich tue jetzt einfach mal so, als hättest du mir gefragt, Corby, warum hast du dir den angeschaut? Ja, warum schaust du denn das? Was hat Weil- dich dazu bewegt? Ich habe vor 3 oder 4 Jahren habe ich mir mal eine längere Doku über den Zweiten Weltkrieg reingezogen und da war halt dann eine extra Folge über diesen Josef Mengele drin und da ist angeschnitten worden, dass es diesen Film gibt. Josef Mengele, das ist, finde ich schon eine Besonderheit an dem Film, wird nämlich gespielt vom Götz George und der spielt den bombengeil. Also dieses unterschwellige Böse und auch wie der da geschminkt ist und mit der Gestik und dem allem drum und dran, das ist halt echt richtig gut. Also hat er so Horrorfilm-Vibes teilweise und deswegen, ich habe den schon ganz lang irgendwie immer wieder auf der Watchlist gehabt und jetzt vor ein paar Wochen war der tatsächlich auf Prime und dann habe ich mir den mal reingezogen.
für Leute, die jetzt irgendwie erwarten, boah, da gibt's bestimmt irgendwie voll die Zweite Weltkriegsverschwörung, keine Ahnung, oder vielleicht über die Machenschaften, und das sieht man dann. Also der Großteil dieses Films ist die Gerichtsverhandlung. Da hätte man sich ein bisschen mehr gewünscht. Sagen wir mal, sie haben schon viel rausgeholt und Götz-George spielt den Wolf. Muss man aber auch dazu sagen, hat er am müssen, weil er Co-Produzent war und ordentlich geholfen hat, diesen Film überhaupt zu finanzieren. Ah, okay. Da strengt man sich dann einmal an. Ja, Da kann man schon mit Arschbackern zusammenzwicken. Ja, eben, wenn man selber ein wenig Aktien drin hat, dann muss man schon was tun. Aber Kobi, weil du vorhin gesagt hast, Vergangenheitsbewältigung, wer braucht denn so einen Scheiß? Das habe ich nicht gesagt. Das Problem ist bei mir. Ja, sagst du immer, wenn du Nazi bist. Nein, das Problem ist, dass ich mir sowas nicht anschauen kann. Es ist vor allem jetzt da mit Kindern und so, ich kann mir dieses KZ, dieses Nazi-Ding, ich kann mir das momentan einfach nicht geben. Das stresst mir so, das ist, finde ich, schrecklich. Ich habe mich vorher schon schrecklich gefunden, aber jetzt mit Kindern finde ich es nur viel schlimmer. Also ich kann mir sowas momentan nicht geben, es tut mir leid. Es ist eine absolut schreckliche Thematik, und gerade mit dem Typ, sie haben, und deswegen, ich habe dann echt mal recherchieren müssen, weil ich mir dann gedacht habe, waren das echte Opfer, die da gebracht haben? Also Leid mit krassen Verstümmelungen und so. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, eine spielt damit, die tatsächlich da Überlebende war. Ja. Also von dem her, irgendwie ist der Film schon sehenswert. Das ist einer der guten Filme aus den 90er aus Deutschland. Ja. Aber eigentlich, jetzt habe ich ja doch viel zu lange über diesen Film gesprochen, wollt ihr einen Kani glücklich machen? Ich sag gar nichts. Wollt ihr einen Kani glücklich machen? Weil du sagst ja, man soll ja mal in die Boalex was mitbringen, das nicht Film und Serie ist. Ja, so wie gestungener Schor, dass man das Kino evakuiert. So Genau. Was du das? Nur, dass das, was ich mitgebracht habe, köstlich ist. Und ich möchte hier ganz offiziell sagen, wir machen keine Werbung hierfür, wir bekommen kein Geld. Habt ihr schon mal dieses Kinder Bueno Eis probiert? Beste, der Becher. Ja, der Becher. Wolleck. Ich hab den auch vor kurzem gehabt. Wolleck. Also, du machst diesen Becher auf und oben ist dann diese Karamellschicht schon mal von Kinder Bueno. Leck mich am Das, was innen drin ist, diese leckere Creme ist oben als Karamellschicht drauf. Ja. Und dann ist dieses Eis halt irgendwie durchgehend mit so Zügen aus diesem Karamell umzogen. Und so Schoki-Zeig mit drin. Es ist scheiß geil und lecker. Ja. Yeah. Und dann hat die so einen Boalek-Moment, weil ich mir dann gedacht habe, in der Woche war ich 3-mal beim Einkaufen und habe 3-mal das mitgenommen. Einmal gibt meine Frau. Was sag ich? Liebe Jessie, ich habe kein Kinderpiano-Eis mehr, kannst du das mit dem mitbringen? Du magst es ja auch gern. Scheidung! Ich schreib's dir sogar in die Bring-App. Dann ist sie beim Einkauf, kommt zurück. Dann mache ich voller Freude den Korb auf, und was ist drin? Langnese, irgendwas. Also übrigens, Langnese, ihr dürft mal irgendwas machen, weil dieses Sahnebecher da, schmecken alle gleich. Ja. Und dann sage ich so, warum? Wieso hasst du mich? Was ist jetzt schon wieder passiert? Dann sagt die zu mir, ja, also ich bin da schon davor gestanden, aber das Ding kostet ja 6 Euro. Sie nimmt doch nicht für 6 Euro so ein Becher Eis mit. Wir sind reiche weiße Europäer, natürlich kaufen wir für 6 Euro so ein Das Becher hätte Eis. jetzt meine Frau auch so können, die hat auch nie ein Eis kaufen für 6 Euro. Dann, also ich war wirklich schockiert, ich habe dann auch gesagt, Wo sie geheiratet haben. Was war mit denen jetzt da? wenn ich diesen Becher halt dann danach nochmal bezahle und du 8 Euro dafür kriegst, das ist doch okay. Ja, auf jeden Fall, ich habe ungefähr dann eine halbe Woche gebraucht, um das zu verarbeiten, und bin natürlich dann selber wieder zum Einkaufen gefahren. Dann fahre ich zu dem Kaufland hier, stehe vor diesem Regal, dann ist das Schild weg. Also sie haben das dann wirklich aus dem Sortiment genommen. Ich stehe davor. Weil es voll giftig ist, oder? Und sie haben dann stattdessen das komplette Regal mit Hitchi-Eis vollgestellt. Niemand auf dieser Welt, denke ich, wird sie das kaufen, aber okay. Und das war so ein ganz weirder Moment, weil es waren ungelogen 2 Minuten. Ich bin 2 Minuten wie so ein völlig zerstörter Mensch vor diesem Regal gestanden und habe gedacht, na,
Wir der- bestellen jetzt das bei Amazon. Wir machen jetzt das. jetzt Wie echt der unfair. Indianer am Ende von Wayne's World, oder? Bist da gestanden und dir ist auch so Tränen runtergelaufen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn Sie beim Einkaufen seid, aber bei uns ist dieses Eisregal wirklich ganz am Schluss. Also das heißt, bei bei, der Kasse. den Kassen. Und ich gehe durch diesen Kaufland durch, nimm halt alles mit, was meine Frau mir aufgetragen hat. Dann hat sie mir nur gebeten, ich soll ihr einen Wein mitbringen. Habe ich mir gedacht, hey, ich gönne mir halt dieses Kinderbier nur Eis. Ich nehme mir 2 Flaschen mit. Dass du Ruhe hast, oder? Und dann Das ist ein Delirium und dann kann ich die ganze Pixen noch fressen. ich noch ganz fröhlich an die ganzen Süßigkeiten vorbei, weil ich mir gedacht habe, na, heute gibt's ja Kinderbier nur Eis. Und dann stehst du da an der Kasse vor diesem leeren Regal und denkst dir, was habe ich denn getan? Warum? Warum? Bei Jetzt uns bestimmt haben wir ein es in Thermomix-Rezept, Amerika. dass man selber machen kann. Das kauft man, das macht man nicht selber. Hau ab. Entschuldigung. Es gibt Sachen, die kauft man einfach. Das stimmt. Ja. Und dann Also- zahlt man, ich darf 16 € zahlen für das Eis, weil das, Das habe wirklich ich ja Welt gesagt. ist. Das habe ich ja gesagt, wirklich. Amen. Ich habe Das gesagt, ist und wenn das wirklich- Ding 10 € kostet. Ich hätte damit, kaufe ich, ist mir Wie scheißegal. groß ist das? Wie niemand viel Kredit. Liter sind das da in der Box? Ich glaube 400 Gramm. Das ist 400 Gramm 6 Euro. Du bist wirklich Grüßes. Ihr seid Warum? Grüßes. Wenn du, geh mal in eine Eisdiele und kauf da mal für 4 solche Kugeln. Wo bist denn dann? Ja, 200 Gramm, 12 € für so ein Bananensplit-Schweineeis. Ja, aber wenn du jetzt so eine Langnese hast, dann zahlst du für einen Liter wahrscheinlich 4 Euro oder so. Ja, aber das ist jetzt scheiße. Ja, Und kein genau Bueno-Eis. richtig. Es schmeckt nur scheiße. aber ich sag's ja nur. Ist mir scheißegal. Na gut. Das ist, als dass da herkommen und so, wo ist ein Packerl Twix mit 5 Stück, kostet 4,80 €. Beim Aldi, das Rollo kostet gerade 2,40 €. Oh, Rollo. Fick dich mit deinem scheiß Geil. Rollo. Und wenn einer sagt, das Rollo. schmeckt genauso wie ein Speed, dann stich ihn ab mit seinem Rollo. Was soll denn das überhaupt? Rollo, fick dich, Rollo. Das ist, Rollo. ja, da muss ich an Rondo-Dinger von Devil's Rejects. Also das bescheuerte Namen. Kann ja nicht jeder so einen schönen Namen haben wie du, Rondo. Scheiß Rollo, Alter. Ah. Oh, legt mir ein Bueno-Eis. Apropos, du bist gerade ein wenig im Ragen drin. Ich hätte noch einen schönen Übergang. Und zwar hat man ihren Geht's Film um, geschaut, den geht's um die Schnür von die Bananen, wenn du das aufmachst? ich mach keine Bananen auf, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich habe noch nie eine Banane aufgemacht. Die kotzen mir richtig an. Wenn du Banane Schnür- aufmachst, also sind immer so der- komische Schnirl an der Seite auf drum. Ja. Was soll das? Banane, du bist voll geil, aber was möchte die Wichsschnirl da drum? Das ist asslig. Also, das sind Strukturen von der Banane. Und du, okay. Kotzt mich an. Mike, was wolltest du erzählen? Ich habe einen Film geschaut, den ich anscheinend deutlich besser fand wie der Kani laut seiner Letterboxd-Bewertung. Und zwar habe ich Whistle gesehen. Hau ab! Oh ja, aber die 2 Kills, gell? Also, holla die Waldfee. Alter Schwede. Also wir haben ja wieder so Final Destination 2.0 sind wir da unterwegs mit ein bisschen, na gut, Empty Man mag ich jetzt fast nicht sagen, weil sie bloßen einfach nur in diese Flöte ein. Also, wir haben da ein mittelalterliches Antiquariat, das so Maya-mäßig ausschaut und ist eine Flöte. Und jeder, der wo in die Flöte reinbläst und Pfeife. Pfeife. Ja gut, also Pfeife, sehr gut. Macht man Pfeife draus, dann wer dieses Geräusch dieser Schalmeie hört, der wird dann von seinem eigenen Tod heimgesucht, den er zwar nicht jetzt dann, aber irgendwann, wenn er alt ist oder von mir aus auch bald soweit ist, wird sofort heimgesucht quasi. Und der Tod holt sich quasi nach der Reihe diese Personen, diese extrem nervigen Figuren, die in dem Film da Darbietungen bringen, sage ich jetzt. Weil Da Schauspiel glänzt ist ein wenig wirklich mit schwierig. absoluten Drecksfiguren Ja. durch die Bank. Das ist wirklich das absolut Schwierige an dem Film, wobei wir mir eine Figur dabei haben. Jetzt muss ich schon schauen, wie die heißt. Ich habe die Hülle eher da. Wie heißt denn die Dame? Daphne Keen, die Hauptdarstellerin. Daphne Keen, danke sehr, die wo man ja aus Wolverine kennt, oder aus Logan war es. Logan, ja. Da war es Weapon so und so viel. Das war's 23. und die ist eigentlich eine coole Schauspielerin, aber die kann in dem Film gar nichts reißen. Null. Haben wir auch noch. Aber sobald es wieder atmosphärisch wird, sobald es ein wenig gruselig wird, auch wenn diese Entitäten kommen, die immer so nach dem Tod angeglichen sind, der die Figuren jetzt dann ereilen wird, fand ich das cool, fand ich kreativ und wie der Kani schon sagt, es sind 2 Kills dabei, ich sag nur Häcksler und Autounfall. Genau, das sind die ich meine. Und die Autounfall, boah, leck mir. Ja. Der Autounfall, ich hab mir gedacht, das hört nicht mehr auf. Ja, und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil der hat ja so eigentlich überhaupt keine blutigen Schauwerte, keine sonderlich krassen.
Aber dann kommt diese Autounfall-Szene und ich denke mir, alter Schwede, was eskaliert denn jetzt auf einmal so? Das ist ja irre. Voll krass. Aber richtig schön. Der Film ist ja wieder einer, wo ich sage, okay, für Einsteiger ist das der Film, da wo man dann sagt, hey, okay, man hat alles ein wenig so gekriegt, was man so an Tropes irgendwie in so einem Horrorfilm braucht. Aber also als alter Hase sitzt bei ein paar Sachen natürlich dann schon da und sagst, ja, da haben natürlich alle Klischees bedient, die ja da dieses Horror-Genre jemals irgendwie rausgeschissen hat. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe so ein Faible für diese Filme. Ihr wisst das, so 0815 und Blumhouse Horror, ich glaube, der war ist nicht einmal von Blumhouse. Nein. So 0815 Blumhouse Horror, jetzt wisst ihr aber dann, was ich meine. Das glaub ich mag Universal sowas sogar. und sowas unterhalb mich. Was ist das? Universal, glaube ich sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann es sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das Ding von Leonine jetzt rausgekommen und ich habe wirklich Spaß gehabt damit. Es ist kein wirklich guter Film, aber er ist mega unterhaltsam. Muss ich wirklich sagen. Diese Kills waren cool, diese Kreatur, wie die halt dann immer ausschaut, fand ich auch cool. Wie gesagt, die Todesarten auch kreativ und das holt dann auch bei Laune, weil er ja einiges auch zum Bieten hat. Und wenn natürlich wieder dieser Investigativ-Part losgeht, hey, wo kommt die Flöte her? Wir suchen uns irgendwo einen Professor, der weiß sowas. Ach, da hat mich der Film schon. Das sind so Dinge, das mag ich einfach. Und deswegen habe ich so ein Herz für Whistle. Obwohl er so Probleme hat, fand ich ihn doch sehr cool. Wie viel hast du ihm dann gegeben von 5? 3,5. Ich hau die ein! Ja, jetzt sind deine Die zwei kannst in einer nicht- Frechheit. Die sind gerechtfertigter als 3,5. Das ist Nein, der war utopisch. sympathisch. Du bist ja der größte Filmbewerter. Meinungsfreiheit. Der Seit war- wann hätte man denn die bei uns? Man darf ja Der nichts war mehr sagen. sympathisch. Ich war sympathisch. Jo. Sympathisch war Leute, er. ihr da draußen, ihr entscheidet, wer recht hat von uns zwei. Schreibt es in die Ihr entscheidet Kommentare. nicht, ich Lass der entscheide. Mike seine Meinung. Nein, Lass Mike mir lassen wir meine gar Meinung. nichts. Der hat nicht einmal mehr Hämmer da. Weil wir ihm nichts lassen. so in da. Also, ich empfehle Whistle. Ich sag das ganz ehrlich, ich empfehle ihn, weil der Spaß gemacht hat. Ja, für Einsteiger, da bin ich schon auch dabei. Da ist so der typische, einer, da nehme ich mal mit 16 meine erste Freundin mit ins Kino und Ja. treffe, dass er mich umgegangen darf und dann traue ich mich aber nicht, weil ich mich so fürchte. Ja, und dann, Vor wem? Vor der Vor ihr Freundin. und vor dem Film. und wenn es dann gespannt da läuft nichts, dann schaust du halt da diesen Schluss an mit diesem geilen genau. Heulabyrinth. Hey, cool. Schick gemacht. Ja, genau. Das Ja, Heulabyrinth mit habe ich auch Abstriche, schon ein ganz richtig vergessen. cooler Horrorfilm. Einmal Dauerschleife vor dem Autounfall-Kill und ansonsten brauche ich nichts. Und der andere Trottel oder der Drogendealer-Priester, was wegen ihr überhaupt? Ist mir Ja. der auf den Sack gegangen. Ich hasse nicht voll den Typen. Der ist auch noch gut, ja. Wundert mich, dass der da mitgespielt hat, weil der Mann hat eigentlich auch wegen sexueller Übergriffe eine Verhandlung am Hals. Auch gut, vielleicht ist das während die Dreharbeiten oder so noch aufgekommen. weiß Ja, ich jetzt nicht. das kann schon Aber sein. Die Mann haben es auch und die Eier, der muss auch nicht ganz koscher sein. Was wäre eigentlich überhaupt nicht? Jared Leto habe ich auch irgendwas gehört. Ich weiß auch nicht, Ja, was ist der los. muss anscheinend sogar ein paar Minderjährige War er da selber Verge- minderjährig? oder wollte sie für Genusswurzeln, keine Ahnung. Ich habe nur einen Kommentar gelesen, der Für war ziemlich heftig, was geheißen hat, Genusswurzeln. dass er zu einer gesagt hat, wenn es neben einem Ei schläft, then you will wake up with a dick in your ass, hat's geheißen. Was zum Teufel? Ah, Jared Leto, seid einfach der Ja, das Skeleton her auf. das ist das neue Gute Nacht, das sagt man so zu seiner Frau. Wenn sie jetzt Die einschläft, Amis sind oder alle was? verrückt. Die haben alle einen Schlag, was ist denn eigentlich los? Was tragen sie eigentlich alle so durch? Warum kann den keiner einfach normal einmal fragen? Warum muss ihn die ganze Zeit umeinander rapen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Ach, gar nicht, was hast du noch? Hast du noch was? Ja, aber leck habe ich noch dabei, und zwar mal eine Muse, wieder mal, denn das neue Devil Driver Album Strike and Kill ist rausgekommen und Devil Driver ist endlich wieder Devil Driver für mich. Weil seit Beast ist es in meinen Augen ziemlich bergab gegangen und Beast war ja vor, keine Ahnung, 2010 oder so das Album. Keine Ahnung. Lang Und ist her. ich habe dann danach noch 2, 3 Alben gehört, die waren ziemlich langweilig. Dann habe ich, glaube ich, 2, 3 Alben gar nicht gehört. Und jetzt hat eben das Strike and Kill, das ist wieder Devil Driver für mich, so wie es sein muss. Die prügeln fast von Anfang bis Ende durchgehend und schreien und werkern. Und das ist so richtig schöne Musik zum Arbeiten im Moshpit. Also ich bin begeistert. Das läuft gerade aktuell auf für ein Abi. Da habe ich mir auch gedacht, jetzt hören wir mal die Alben an, die ich versammelt habe. Da ist eins anscheinend ein Country Little Cover Album. Das ist ja ganz mega grausam. schlecht. Irgendwas mit Outlaws, bla bla bla. Das habe ich dann wirklich also nachdem ich 2 Little gehört habe, habe ich mir gedacht, das sind doch alles die Country Little, kenne ich irgendwo her. Und dann beim 4. Song habe ich angefangen zum Skippen, weil mir das dann wirklich zu blöd worden ist, dass ich mir diesen Scheißdreck her. Und jetzt bin ich bei Dealing with Demons Orns.
Das Gute ist ja, das ist von 2020, das Gute ist ja, dass dieses Country-Remix oder Remake-Album oder Cover-Album heißt da, glaube ich, Volume 1 sogar. Es ist aber bisher kein Volume 2 gekommen und ich hoffe ganz stark, dass es dabei bleibt, weil den Scheiß, den brauche ich nicht noch mehr. Das war schon richtig mies. Aber wer Devil Driver auch abgeschworen hatte nach der letzten Ding, den kann ich nur empfehlen, gibt's Striking Killer Shows, weil das wieder richtig gute, wilde Metten ist, da wird geflext. Saugut. Hast du schon eingehört, Mike? Ich hab das halbe die Album habe ich. Und dann ist mir leider diese andere Band eingerutscht, wo ich da letztes Mal erzählt habe, die Vor die Hunde, diese deutsche Grindband, die so wegen so einen bayerischen Rotten Sound machen, und die haben mich momentan die bolzen momentan brutal durch meine Boxen. Die kann ich übrigens empfehlen. Also, dass das Grindcore links ist, brauche ich keinem verzeihen, aber das ist wirklich geht sehr in die Richtung und coole Texte, und die kann ich empfehlen. Das ist brutal schnell, groovy, und die paar Texte zum Nachdenken. Das ist ein schönes Album. Das mengen wir, wenn wir ein bisschen nachdenken muss. Das mengen wir. Habt ihr jetzt noch was dabei? Wie schaut's bei euch aus? Ich bin durch. Ja. Ich habe da nur noch einen Track dabei, ich habe nämlich nur einen Film gesehen. Ach so, jetzt, du hast vorhin ein Warleck dabei gehabt. Und jetzt habe ich nur einen Track jetzt noch dabei. Ja. Ich habe mir nämlich noch einen weiteren Film bei die Prime Deals ausgeliehen, nämlich We Bury the Dead mit der Daisy Ridley, die man ja als wie heißt Ray kennt von Star Wars Episode 7, 8, 9. Und ich leck mir in den Arsch rein, ist das ein langweiliger Mist gewesen. Also der ist wirklich, der Titel ist Programm, weil mir jetzt dann auch wie ein Toten eingeräumt können, weil ich eingeschlafen bin. So ein stinklangweiliger Mist ist das. Also am Anfang denkst du nur so, okay, der geht ziemlich bedrückend los und ist recht atmosphärischer irgendwie, weil ist das so, alle sind traurig und alles ist schlecht, weil in irgendeinem Bereich von, ich glaube Amerika spielt das oder was, Australien, weiß jetzt nicht mehr. Tasmanien direkt, oder? War das nicht Tasmanien oder so? Kann auch sein, irgendwas mit IN hinten dran. Da haben's dann ist der Virus ausgebrochen und der Zombie-Virus, und sie haben da dann alles vergast, meine ich, und ein paar Leute wachen aber wieder auf und sind nicht gewiss alle tot, und jetzt weiß ich keiner, jetzt meine Verwandtschaft hin, lebt die noch, was weiß ich. Das ist so die ersten 10, 15 Minuten ist es echt so, dass du sagst, okay, da bin ich jetzt so gespannt. Und dann tröpfelt diese Scheiße da hin und plätschert so dermaßen langweilig dahin, da passiert einfach nix. Und das Schlimme ist ja, dass da eigentlich Potenzial da war, dass du eigentlich, wenn du mit coole Figuren gearbeitet hättest, dann hätte das wirklich mitreißen können. Aber die Figuren interessieren die auch einen Scheißdreck, also zumindest haben es mir einen Scheißdreck interessiert. Die sind völlig langweilig. Die ganze Geschichte um die Figuren drumherum interessiert mich nicht. Dann passiert dann da irgendwas, das ist auch nur dumm. Also ich glaube, du hast dann 2 oder 3 Zombie-Kills dabei, die ganz nett waren. Aber, komm her auf mit dem Scheißdreck. Was war besser, das Erwachen der Jägerin oder wie Bury the Dead? Ich hab das Erwachen der Jägerin gesehen. Ja, natürlich mit mir im Kino. Haben wir den angeschaut? Ja, da wollten wir in die Anatomie eines Falls gehen. Und du hast die reserviert. Und dann sind wir da reingegangen, genau. Aber schon her. Mit We Bury the Dead wird es mir genauso gehen wie mit das Erwachen der Jägerin, dass du, wenn du mich nach dieser Zeitspanne, die jetzt vergangen ist, zu das Erwachen der Jägerin über We Bury the Dead fragen wirst, werde ich auch nicht mehr wissen, dass ich ihn gesehen habe. Also ich habe 2 Sterne gegeben. Der Marsh King's Daughter heißt dem das Erwachen der Jägerin. Ja, den habe ich 2 Sterne gegeben, falls es jemand interessiert. Der hat von mir schon 3 gekriegt, weil ich und der Kani hier. Ja, das Ambiente mitbewertet, oder? Ja. Nein, aber also von mir klare Warnung vor We Bury the Dead. Schaut euch lieber einen gescheiten Zombie-Film an. Aber nicht das, weil. Der möchte wieder so ein Drama sein, oder? Das ist wieder so ein. Wie verpacken wir die Zombies halt nur Metapher für das Leid. Ja, genau. So wie die Dosen Seife bei Dawn of the Dead. Das war eine riesige Kritik am System. Das ist Konsumkritik, ja, ist das. Dawn of the Dead, Konsumkritik. Ja, absolutes Konsum. Hau ab mit dem Scheiß. Ach, du verstehst. Leg mir den Arsch ein Scheiß wie Bury the Dead. Gott sei Dank war er bei den Prime Deals, weil der ist definitiv nicht mehr als ein Euro wert gewesen. Okay. Ja, nur schön, aber umsonst. Das war natürlich das Beste gewesen. Aber ich sage mal, den Euro bei den Prime Deals, da ist mir wurscht. Das geht allerweil, ja. Den nehme ich mit. Und ich schaff's jetzt, also wie gesagt, 3 Filme habe ich ausgeliehen und ich habe schon 2 angeschaut. Jetzt fällt mir nur noch Cold Storage, den habe ich noch nicht gesehen. Den werde ich mir die Tage anschauen. Und dann habe ich es endlich mal wieder geschafft, nach
3 oder 4 Monaten, dass ich tatsächlich alle Filme, die ich bei den Prime Deals ausgeliehen habe, auch angeschaut habe. Sau gut. Respekt. Das ist doch ein guter Vibe, um die Folge hier zu beenden. Ja. Das stimmt, ja. Und ich möchte mich wieder mal bedanken für die Einladung, Mike. Es ist uns jeden Monat einfach eine sehr Freude. gern. Schau mal, Mike. Ich umgib mich immer gern mit euch. Boah, Ninja Turtle Magic Karten. Geil. Da kannst Wow, du, das nächste, wo man das Geld aus sich pulvern kann. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, was ihr denn so im Juli gesehen habt. Und stimmt uns zu. Kinder Piano Eis, das geilste Eis der Welt, 6 Euro wert, ja oder nein? Wir werden hier wahrscheinlich die größte Diskussion im Internet starten. Wow. Und spoilert uns ja nicht wegen Odyssey. Ich sag's euch. Was nächsten da noch spoilern? ja, ich wollte gerade Eher nur beim sagen, Spider-Man, meine, kannst du eher noch was noch gespoilert werden. wir sind hier, außerdem sind wir gebildete Menschen. Wir haben doch Odyssey gelesen und aufgeführt. Ja, Okay. und Hörbuch gehört und. Ja, eben. Tätowiert auch. Und ansonsten möchte ich nur nochmal betonen, Steady-Abo lohnt sie. Sag das halt mal am Anfang. Jetzt haben wir schon die Leute Ihr ausgeschaltet. kriegt 2 Tage früher eine neue Folge. Ist das nicht toll? Auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir da wieder mal so eine Classics-Folge machen. Zombies unter Kannibalen oder so, das war auch mega stark. Ja, Ja, geil, gern. oder? Gern. Sau gut. Wie habt ihr es gehört? Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast Nee, von Tasmanien. Tasmanien. Ja, da spielt er wie Bury the Bury Dead, the hat, Dead. Mike. Achso, Da ja. habe ich halt mir jetzt meine Abmoderation gestohlen, aber mir gefreut, hat es trotzdem gefreut, dass ihr dabei wart. Er ist einfach so ein und habe Narzisst die und Ehre. trinkt sich Bis Es zum tut mir nächsten leid, oh Gott. Ich hab Wahnsinn. das schon so lange mal gemacht. Von mir auch für euch, gell? Aufdrängen, Danke. die aufdrängt, hast du sowas schon lange nicht mehr gemacht? Ja, kotzt Ja. mir richtig, oder, Kerl? Bis dann. Tschüss. Servus und habe die Ehre.